Servus, liebe Freunde und Freundinnen des Wiener Kabinettorchesters. Ich darf euch wieder herzlichst bei den Wiener Kabinettgeschichten begrüßen. Diesmal geht es um eines meiner Lieblingsgeschichten in Wien, um den Wiener Maroni-Brater. Ich habe mir auch so Maronis heute braten und ich werde sehen, vielleicht an meinem Mützel, es ist kalt draußen. Deswegen gibt es heute heiße Maronis. Und ich habe euch ein bisschen was zu den Maronis in Wien zu erzählen. Ich habe mir da was zusammengeschrieben. Derzeit gibt es ca. 180 bis 190 Maroni-Brater und Braterinnen in Wien. Und diese Zahlen schwanken und gehen auf und runter. Zum Beispiel 2005 haben wir 250 Maroni-Brater gehabt. Entschuldigt. Übrigens, die Maroni habe ich mir gestern in Bottendorf am Wochenmarkt gekauft. Herrlich, riesengroß, ganz super, ganz geschmackig. Für die, die es genau wissen wollen, Maroni einschneiden, aufpassen, dass man nicht ins Fleisch einschneidet, ins Wasser ungefähr 20 Minuten einwacken, im lauwarmen Wasser, dann das Backrohr auf Ober-Unterhitze bei 200 Grad vorwärmen lassen und wenn das richtig warm ist, die Maroni eine und dort ungefähr 25 Minuten bei 200 Grad Vollgas braten. Dann hat man auch daheim so richtig gute Maroni, wenn man keinen Maroni-Braterofen hat. Was kann ich noch zu den Maronis in Wien sagen? Laut Schätzungen gibt es 1 Million Kilo Maroni, die in einer Saison verarbeitet werden. Und die Saison habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mich immer gefragt, wann kommt denn der Maroni-Brater endlich raus? Ab 1. Oktober bis 30. April ist in Wien der Maroni-Brater unterwegs. Und muss ich noch essen? Vor allem, wenn es so kalt ist wie jetzt. Das ist super. Und noch wichtig ist zu wissen, bevor es den Erdäpfel gegeben hat, jetzt ist die Frage, seit wann gibt es denn den Erdäpfel in Europa? Naja, die ein bisschen aufpasst haben, die wissen das. 1492 übrigens die Gründung der Stieglbrauerei in Salzburg, aber auch nebenbei ist der Kolumbus nach Amerika umgefahren. Ab dem Zeitpunkt hat man den Erdäpfel gefunden, entdeckt und vorher kann es ihm nicht gegeben haben. Aber man kann sagen, ab 1520 ungefähr hat es den Erdäpfel gegeben und ist dann im 17. Jahrhundert so richtig eine der wichtigsten Nahrungsmittel gewesen. Bis dahin hat man aus den Maroni Mehl gemacht und daraus Brot und Gebäck gebacken. Und früher in Wien kann man die Maroni-Brater aus der Krajina, hauptsächlich waren das Deutsche, also Deutschsprachige aus der Krajina, die ein Privileg hatten, seit 1700 in Wien Maronis zu braten. Ich habe noch eine kleine Anekdote zu den Maroni-Braters. Ihr wisst ja, diese Maroni-Brater haben so einen runden Ofen und da drinnen haben sie Holzkohle oder Holzscheite, damit dann sie Maroni braten. Als ich als junger Bub mit dem Jugendrotkreuz in Frankfurt unterwegs war, das war auch im Winter, haben wir dort eine Aktion geliefert. Wir haben Spenden gesammelt und haben einfach so, wie man das halt macht, gerade im Winter ein Standl aufgemacht. Und wir hatten einen Kollegen, der hat sich das wirklich gut überlegt, so einen Maroni-Braterofen hat er hingestellt und dann hat er gemeint, er macht es einfach ein bisschen schneller, damit die schneller heiß werden und hat dort Steinkohle hineingegeben. Es war sehr schön. Der Ofen hat gereicht wie ein Lamperl, so richtig rot. Und die Maroni, die du eingegeben hast, waren binnen 2 Minuten schwarz. Die hast du gleich weiterharzen können. Also das war kein großer Erfolg, aber eine gute Lehre war es, Steinkohle ist sehr heiß und hat mit einem Maroni-Brater nichts zu tun. Ja, vielleicht schaut weiter auf www.wienerkabinettorchester.at, unsere weiteren Termine. Vielleicht schaut euch noch weitere Wiener Kabinettgeschichten an. Hat mich gefreut. Und jetzt machen wir noch einen Glühwein, aber ich glaube, das wollt ihr nicht sehen, weil nach dem zweiten Glühwein finde ich die Kamera nicht. Servus, pfiat euch. Jetzt ist noch Maroni.
Was muss man essen? Bitte euch. Servus. Hinter am Bahnsteig oder am Auto, für Tanzte in Wernheit Nacht. Der Petrus im Himmel schon rund